Wie viel Prozent aller Deutschen könnten den Satz des Apostels Paulus unterschreiben? Ich glaube allem, was geschrieben steht. Nach meiner Erfahrung sind das nur sehr, sehr wenige in Deutschland, die diesen Satz unterschreiben können. Und darum wollen wir uns heute Abend einen neuen Zugang zur Bibel erarbeiten, um dann diesem Satz näher zu kommen. Wenn die meisten Menschen die Wahrheit ablehnen, dann folgen sie dem Irrtum und der Lüge. Das will aber Gott nicht, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ein wunderbares Anliegen, was Gott hat. Er möchte, dass wir zur Wahrheit durchstoßen. Dazu gibt er uns auch die nötigen Werkzeuge, damit wir die Wahrheit erkennen können. Und das ist einmal, um die Wahrheit zu erkennen, die Werkzeuge, und um Irrtümer zu entlarven. Welche sind die effektivsten Werkzeuge, die wir überhaupt haben? Nun, das ist die Bibel und die Naturgesetze. Beide sind unveränderlich in der Zeit und darum immer gültig. Das ist etwas sehr Wichtiges, was wir hier feststellen, dass die Naturgesetze unveränderlich sind. Das ist festgestellt, das weiß man, dass das so ist. Darum wollen wir kurz die Frage stellen, was ist eigentlich ein Naturgesetz? Als ich vor einiger Zeit im Hamburger Hafen war, da lag dort dieses Schiff an der Pier und ich beobachtete, wie dieses Schiff so im Wind und so etwas schaukelte, immer hin und her. Und dabei fiel mir ein sehr wichtiges Naturgesetz ein, das da heißt, ein schwimmender Körper verdrängt genau so viel von der Flüssigkeit, in der er gerade schwimmt. Ist das nicht gewaltig? Genau was das Schiff wiegt, so viel Hamburger Hafenwasser wird da verdrängt. Und stellen wir uns einmal vor, der Kapitän geht gerade von Bord. Was macht das Schiff? Es hebt sich so viel aus dem Wasser, wie der Kapitän wiegt. Wenn er noch ein gutes Abendbrot gehabt hat, dann einschließlich des Abendessens. So genau läuft das. Und das gilt nicht nur für dieses Schiff, die Rigmers im Hamburger Hafen, es gilt auch für große Schiffe im Schwimmdock und es gilt auch für diese Enten, die hier gründeln. Für alle diese schwimmenden Körper gilt dieser Satz, das ist ein Naturgesetz: Ein schwimmender Körper verdrängt gerade so viel von der Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selber wiegt. Ganz genau so viel, nicht 10% mehr oder 10% weniger, sondern ganz genau. Wir sehen, die Naturgesetze sind gar nicht kompliziert. So, und jetzt sind wir angekommen an dem Punkt, wo wir Naturgesetze und das Wort Gottes miteinander vergleichen können. Und da gibt es eine Ähnlichkeit, wie ich herausgefunden habe. Schauen wir uns erstmal den ersten Punkt an, die Herkunft. Nun, woher kommen die Naturgesetze? Das lesen wir in der Bibel. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er hat alles gemacht, damit hat er auch die Naturgesetze gemacht. Also wenn ein Stein runterfällt, dann geschieht das nach einem Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz hat sich der Herr Jesus ausgedacht. Es ist sein Werk. Und wie ist es beim Wort Gottes? Da sagt Paulus in Galater 1, Vers 12, denn ich habe es empfangen durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also auch die Botschaft der Bibel stammt von Jesus. Jesus ist der Urheber der Naturgesetze und er ist auch derjenige, von dem die Bibel spricht. Auch sie stammt von ihm. Darum heißt es auch in Offenbarung 19, Vers 13, sein Name ist das Wort Gottes. Das ist ein sehr wichtiger Satz, den wir uns merken sollten, dass sein Name das Wort Gottes ist. So sehr ist er verbunden mit dem Wort der Bibel. Was immer er sagt, ist Wort Gottes. Der zweite Punkt, der Ort der Untersuchung. Die Naturgesetze finden wir in dem gesamten Bereich der Schöpfung. Und zu der Schöpfung gehört nicht nur unsere Erde, sondern der Mond und das gesamte Universum. Und da können wir überall die Naturgesetze untersuchen. Und wie ist es mit dem Wort Gottes? Wir finden es in der Bibel. Da heißt es, ihr suchet in der Schrift und sie ist es, die von mir
zeugt. Das heißt, die Bibel gibt Zeugnis von Jesus. Wir kommen schon zum dritten Vergleichspunkt. Ich habe hier mal das Wort Hammer hingeschrieben. Die Naturgesetze haben eine Gewalt wie ein Hammer. Sie haben die allerhöchste Aussagekraft in der Naturwissenschaft. Ein Naturgesetz kann darum alle anderen Erkenntnisse widerlegen, wenn sie falsch sind. Und wie ist das mit dem Wort Gottes? Auch das ist wie ein Hammer. So lesen wir beim Propheten Jeremia: Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ich wünschte mir, dass wir mit dem Wort Gottes auch so umgehen, dass wir uns so fest darauf setzen, denn damit können wir wirklich jede Theorie, die falsch ist, zum Kippen bringen. Wie ist das mit der Gültigkeitsdauer? Nun, Gott hatte verheißen, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Und dann wird vieles aufgezählt. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also hier, solange die Erde besteht, soll das alles gültig sein. Und da lesen wir nochmal diesen Vers: Solange die Erde besteht, können wir auch so ausdrücken, sollen die Naturgesetze immer und überall gültig sein. Wir kommen schon zum vierten Vergleichspunkt, das ist die Gültigkeitsdauer. Vom Wort Gottes heißt es: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es gibt ja oft so eine Auffassung, dass man sagt, die Worte der Bibel, die galten damals, aber das muss ja heute nicht mehr gültig sein. Stimmt nicht, sondern dieses Wort ist immer gültig. Wir kommen schon zum fünften Vergleichspunkt, die Vollständigkeit. Alle Naturgesetze sind seit dem Abschluss der Sechstageschöpfung installiert und alle sind voll wirksam. Unabhängig davon, ob wir sie schon alle entdeckt haben oder nicht, sie sind ständig gültig. Und wie ist es mit dem Wort Gottes? Da heißt es schon beim Propheten Jesaja: Suchet nun in dem Buch des Herrn und leset, und es wird nicht an einem fehlen, was man vermisst, oder auch noch dies oder das. Das heißt, in der Bibel finden wir jede Situation, mit der wir im Leben konfrontiert sind, dort auch beschrieben. Oder mindestens können wir es uns dann ableiten aus dem geschriebenen Wort. Jetzt kommen wir zu der Frage der Beweisbarkeit. Sind Naturgesetze beweisbar? Das ist eine interessante Frage. Antwort: Nein, kein Naturgesetz kann bewiesen werden. Das Entdecken geschieht durch Beobachtung und durch Experiment. Viele Wissenschaftler haben sich mit den Naturgesetzen beschäftigt und irgendwann haben sie herausgefunden, das ist immer gültig, und dann wurde es zum Naturgesetz. Aber das kann man nicht beweisen, man kann das nur am Experiment prüfen. Und wie ist es mit dem Wort der Bibel? Da gilt genau das. Da werden die Leute von Berea uns beschrieben. Da heißt es: Diese nahmen das Wort ganz willig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Es ist genau dasselbe Verhalten wie die Naturwissenschaftler, die die Naturgesetze finden. Sie haben also das Wort gelesen, geprüft, ob es im Leben umsetzbar ist, und siehe da, es stimmte. Also auch hier dieser Vergleichspunkt passt auch wieder. Zu dem Punkt nicht beweisbar lesen wir mal das Wort aus Josua 1, Vers 8. Da heißt es: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, auf das du haltest und tuest alle Dinge nach dem, was geschrieben steht. Und dann kommt: Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Wir haben eine wunderbare Gebrauchsanweisung. Es wird nicht bewiesen, sondern wir sollen das Wort anwenden, und dann werden wir merken, dass es stimmt. Also auch hier dieselbe Methode: Durch Experiment gehen wir damit um. Die Nichtbeweisbarkeit sehen wir auch in Johannes 7, wo Jesus zu seinen kritischen Zuhörern sagt: Tut doch das, was ich euch gesagt habe, und dann werdet ihr merken, dass diese Lehre von Gott ist. So einfach geht das. Wir müssen es nur umsetzen, was dort geschrieben steht, und es lässt sich immer umsetzen, und dann werden wir feststellen, dass es wahr ist.
Die Naturgesetze sind nicht widerlegbar. Die Naturgesetze sind so ehren, dass sie niemand widerlegen kann. Man kann kein Experiment ausführen, bei dem es gezeigt werden kann, dass irgendein Naturgesetz auch mal für eine Sekunde aussetzt. Das gibt es nicht. Ebenso ist es auch beim Wort Gottes. Das kann auch nicht widerlegt werden. Jesus formulierte oft diesen Satz, die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Das ist auch sehr wichtig. Es sind viele Dinge in der Bibel geschrieben, nach denen wir tun sollen oder die vorausgesagt sind. Und immer wieder sagt Jesus, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, auch das, was prophetisch gesagt ist, wird also zukünftig sich genauso erfüllen, wie es dort steht. Es gibt in dieser Welt nichts Feststehenderes als das, was hier im Wort Gottes geschrieben ist. Ich komme zum 8. Vergleichspunkt, die Unveränderlichkeit in der Zeit. Für die Abläufe in der Natur ist es wichtig, dass die Naturgesetze unveränderlich sind. Das ist der Grund, warum wir Brücken bauen können. Hier sehen wir die längste Brücke der Welt in China gebaut, 42 Kilometer lang. Dass wir diese Brücke planen können und berechnen können, dann bauen und dann auch feststellen, dass sie wirklich trägt, das haben wir nur den Naturgesetzen zu verdanken, weil diese so ehern sind und immer gültig sind, egal was wir bauen und was wir tun. Hier nochmal die Atomuhr der PTB. Nur weil es Naturgesetze gibt, die feststehend sind, können wir solche Uhren bauen, von denen wir voraussagen können, dass sie diese hohe Ganggenauigkeit haben, die sich auch nicht verändern wird. Zur Unveränderlichkeit in der Zeit sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was haben Politiker heute schon alles gesagt und wie oft musste das widerrufen werden, weil es nicht stimmte, weil sie es nicht voraussagen konnten. Was Jesus gesagt hat, ist immer gültig, in allen Zeiten. Das muss nie korrigiert werden. Ich komme schon zum Vergleichspunkt Nummer 9. Ich sagte, es gibt keine Ausnahme bei den Naturgesetzen. Die Naturgesetze kennen definitionsgemäß keine Ausnahme. Sie sind immer und überall gültig. Und wie ist es in der Bibel? Da finden wir diese Formulierung auch sehr häufig. Da kommt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 die Aussage Jesu, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist wie ein Naturgesetz. Ohne Jesus kommen wir niemals im Himmel an. Da können wir noch so viel Religion betreiben oder sonst etwas. Es gibt nur einen einzigen Weg, das Himmelreich zu erreichen, zum Vater zu kommen, nämlich durch Jesus. Aber wer das macht, zu Jesus kommt, der darf auch die Gewissheit haben, dass er in den Himmel kommen wird. Wie ein Naturgesetz gilt das hundertprozentig fest zugesagt von Jesus. Ich finde das so schön, dass das uns so einfach gemacht wird. Da ist gar nichts Kompliziertes dran. Das können wir heute Abend auch tun. Wenn jemand sagt, ich bin noch nicht gewiss, dass ich in den Himmel komme, dann komm doch zu Jesus. Und du kannst heute die Gewissheit bekommen, dass du von ihm angenommen bist. Du musst nicht mehr unsicher sein, was mit deinem Leben geschieht. Wer zu Jesus kommt, das ist wie ein Naturgesetz, der kommt auch zum Vater und zum Himmel. Ich komme zum 10. Punkt, den ich vergleichen möchte, das sind die Konstanten. Bei den Naturgesetzen kennen wir die Gravitationskonstante, die Avogadro-Konstante, die Planck-Konstante und viele andere. Das hat man herausgefunden, diese Zahl durch Messungen, das sind Naturkonstanten, die unveränderlich sind. Und ich habe überlegt, gibt es sowas Vergleichbares auch an der Bibel? Und siehe da finden wir göttliche Konstanten. Nämlich in Johannes 1, Vers 4, Vers 8 wird uns bezeugt, Gott ist die Liebe. Das ist wie ein Naturgesetz, so steht das fest. Oder die andere Aussage aus 2. Korinther 1, Vers 3, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Das steht also wie ein Naturgesetz fest. Dann gibt es auch historische Konstanten. Jesus kam in diese Welt. Das steht sogar in kommunistischen Büchern drin. Sie konnten das nicht leugnen. Sie mussten Jesus auch im Lexikon aufnehmen.
und sie mussten zugeben, dass er gelebt hat. Das ist eine Konstante dieser Welt. Und ein wichtiger Punkt ist, der steht noch aus, Jesus wird wiederkommen. Und das werden wir alle erleben, ob wir an ihn glauben oder nicht. Dieses Wiederkommen Jesu werden wir alle ganz persönlich erleben. Und ich bin sogar der Auffassung, das wird gar nicht mehr so weit in der Zeit entfernt sein. Dann weitere Konstanten in der Bibel, das sind die ethischen Konstanten, das sind zum Beispiel die 10 Gebote oder die Bergpredigt, wo dann auch da steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist auch eine ethische Konstante, die Gott geschenkt hat. Ich komme zum Vergleichspunkt 11. Es gibt keinen Widerspruch unter den Naturgesetzen. Die Naturgesetze repräsentieren ein einheitliches und widerspruchsloses System. Sie sind alle aufeinander abgerichtet und keins widerspricht einem anderen. Und das ist auch sehr wichtig bei der Bibel, weil die Bibel Wahrheit ist, widerspricht sie sich nirgends. Scheinbare Widersprüche lassen sich bei tieferem Studium auflösen. Ist immer so gewesen. Es hat nie einen Widerspruch in der Bibel gegeben. Ist das nicht schön, ein Buch zu haben, wo wir sagen können, das ist vollständig wahr, wir können uns wirklich auf alle Dinge verlassen. Jetzt kommt ein weiterer Vergleichspunkt, die Freiheit im Handeln. Die Naturgesetze bilden den Rahmen für den Ablauf der Schöpfung, aber auch für das menschliche Handeln in Wissenschaft und Technik. Das heißt, wir können im Rahmen der Naturgesetze völlig frei handeln. Und das hat Gott uns auch vorgemacht in seiner Schöpfung. Ich nenne als Beispiel mal den Nestbau. Hier sehen wir einige Weberameisen, die ein Nest bauen. Und wie machen die das? Da sind mehrere Ameisen, die halten die Blätter zusammen, andere stechen da durch, ziehen einen Faden durch und so nähen sie die Blätter zusammen. Also eine Möglichkeit, ein Nest zu bauen. Und hier sehen wir einen Vogel aus Brasilien, João de Barro. Im Volksmund heißt der Hans der Maurer. Und der baut das Nest ganz anders, immer aus so Matsch und Kram. Und baut das in der Weise, wie wir es hier sehen. Der hat nur eine einzige Variationsmöglichkeit. Er kann den Eingang von rechts bauen oder aber auch von links. Aber sonst sind die immer gleich. Das ist ihm so gegeben, dass er so macht. Die Schwalben machen es wieder anders. Die klatschen da das alles so zusammen und bauen dann ein Nest aus Morast und so weiter. Der Kiebitz macht es noch anders. Der legt seine Eier auf freiem Feld aus. Und dann nehmen wir nochmal nochmal Webervögel dazu, die ihre Nester herabhängen, bauen, wie wir hier das an diesem Beispiel sehen. Und da gibt es viele Varianten auch bei diesen Webervögeln. Da ist manchmal ein Scheineingang gebaut, weil die Schlangen sehr gerne diese Eier von denen fressen. Und dann bauen die einen Scheineingang von unten und dann versucht die Schlange da reinzukommen, aber der merkt, da geht es nicht weiter. Und dann kehren sie um, haben sich schön geschützt. Der Eingang ist ganz woanders und darauf kommen die nicht. Und genau diese Freiheit, die der Schöpfer in seiner Schöpfung durchgeführt hat, von der machen wir auch Gebrauch. Wir können Motoren bauen in allen möglichen Größen und Formen. Hier zum Beispiel Elektromotoren oder hier Benzinmotor oder Dieselmotor. Also wir haben die große Freiheit in der Technik, alles Mögliche zu gestalten. Jetzt kommen wir schon zum Punkt 12. Diese Freiheit im Handeln lässt uns Gott auch von seinem Wort her. Er sagt, handelt damit in aller Freiheit, bis ich wiederkomme. Das sagte der Jesus. Also wir dürfen ganz frei handeln, was wir für ihn tun wollen, wie wir unseren Dienst einsetzen. Punkt 13. Die Naturgesetze sind unterschiedlich ausdrückbar. Ich hatte schon den Energiesatz genannt. Energie kann nicht aus dem Nichts erzeugt werden oder E gleich Konstant oder dE nach dt. Das sind ganz unterschiedliche Ausdrucksformen, aber sie sind alle richtig, sind nur verschiedene Formen. Und so ist es auch beim Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob es das schon mal aufgefallen ist.
Die Bibel bezeugt uns ja, dass Jesus ohne Sünde war. Aber es ist interessant, wie die einzelnen Apostel das ausdrücken. Petrus, das war so ein Mann der Tat. Wenn es was zu tun galt, dann war er vorne an und hat dann damit begonnen. Und wie drückt er die Sündlosigkeit Jesu aus? Er sagt, welcher keine Sünde tat. Wie drückt das Johannes aus, der so feinsinnig war und in die Tiefe ging? Er sagt, Sünde ist nicht in ihm. Also in ihm ist keine Sünde. Eine völlig andere Ausdrucksweise, der die Tiefe der Person erfasst hatte. Und nehmen wir jetzt noch Paulus dazu. Was war das für ein Mann? Paulus war ein Mann der Wissenschaft, der von der Erkenntnis herkam und der sagte, Jesus ist der Sünde nicht kannte. Hier sehen wir, die Palette ist weit, wie das unterschiedlich ausgedrückt werden kann, aber alles ist richtig, wie bei den Naturgesetzen auch. Das können wir ganz deutlich daran sehen. Ich komme zum Punkt 14, gesicherte Voraussagen. Alle ingenieurmäßigen Konstruktionen und Prozessabläufe beruhen auf dieser wichtigen Eigenschaft der Naturgesetze. Wir wenden die Naturgesetze an im Ingenieurwesen, bauen Maschinen und Flugzeuge und alles Mögliche und halten die Naturgesetze dabei ein und berechnen das mit Hilfe der Naturgesetze und das funktioniert. Weil die Aussagen, die die Naturgesetze treffen, gesichert sind. Da können wir uns wirklich darauf verlassen. Und darum ist es möglich, Aussagen der Vergangenheit, darüber Aussagen zu machen oder auch über zukünftige Ereignisse. Wie ist das mit den Voraussagen im Wort Gottes? Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte mit erfüllten Prophetien. Da wird etwas für die Zukunft vorausgesagt und genau das trifft auch so ein. Im Alten Testament wurde gesagt, dass das Volk Israel wegen des Ungehorsams in alle Welt zerstreut wird. Aber der Herr hatte auch gesagt, ich will euch wieder zurückbringen in das Land, das ich dem Abraham verheißen habe. Und wir sind seit 1948 Zeuge davon, dass das genau stimmt. Was Jesus vor fast 2000 Jahren gesagt hat, das wird sich so erfüllen. Das ist das Großartige auch bei den Prophetien. Sie sind alle gültig und wir können sie alle nachprüfen, wenn es schon gewesen ist oder auch sein wird. Ich komme jetzt zum 15. Punkt, nämlich die Nichtbeachtung bringt Schaden. Wenn man ein Naturgesetz nicht beachtet, dann kann das sehr gefährlich sein. Wenn jemand vom Fernsehturm runterspringt, muss er damit rechnen, dass er so platt wie eine Briefmarke unten ankommt, wegen der Naturgesetze. Also die Nichtbeachtung der Naturgesetze kann sehr, sehr schädlich sein. Wie ist das nun mit dem Wort Gottes? In Galater 5 heißt es, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Es gibt also Ausschlusskriterien für das Reich Gottes. Nun, wer den Schöpfungsbericht der Bibel ignoriert, der weiß nicht mehr, woher er kommt und er verfällt den Ideologien. Das muss man so deutlich sagen. Und darum kursieren ja auch so viele Evolutionstheorien herum, die alle falsch sind. Das kann man sogar mit Hilfe von Naturgesetzen beweisen, dass sie falsch sind. Aber man kann es auch viel einfacher haben, indem man den Schöpfungsbericht der Bibel liest. Auf der ersten Seite der Bibel steht die Antwort, woher die Welt kommt. Da müssen wir nicht lange spekulieren, da haben wir die Antwort. Und wenn wir das nicht glauben, dann verfallen wir den Ideologien aller möglichen Leute. Die Nichtbeachtung des Wortes Gottes bringt auch einen großen Schaden. Der Apostel Paulus hatte ja die Angewohnheit, wenn er weiterreiste, hat er zunächst die Synagogen aufgesucht. Und einmal war er in einer Synagoge und da hat man ihn einfach rausgeschmissen. Man wollte das nicht hören, was er sagt. Und da hat er ihnen ein Abschiedswort gesagt. Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber von euch stoßt, achtet ihr euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Das ist eine massive Aussage. Wenn ihr das Wort Gottes von euch stoßt,
achtet ihr euch nicht für wert, das ewige Leben zu bekommen. Das ist sehr tragisch, aber das steht auch deutlich und genauso massiv, wie auch die Naturgesetze das sagen. Ich komme jetzt zum Punkt 16, das ist die Unmöglichkeitsbedingung. Die Naturgesetze machen folgende Aussage, nämlich es ist unmöglich ist, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von alleine läuft. Das sagt ein Naturgesetz ganz klar und eindeutig. Und dazu ein anderes Wort aus der Bibel, da gibt es diese Unmöglichkeitsbedingung auch. Wir haben sie schon vorhin genannt, in Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und mit dem Vater ist das Himmelreich gemeint. Niemand wird das Himmelreich erreichen, ohne durch den Herrn Jesus. Und wenn wir das wissen, dass es ohne ihn nicht möglich ist, was machen wir dann, wenn wir es richtig machen wollen? Wir kommen zum Herrn Jesus. Und wenn wir zum Herrn Jesus kommen, er ist der Garant dafür, dass wir einmal im Himmel sind. Ist das nicht schön? Ist das kompliziert? Überhaupt nichts. Kann jedes Kind begreifen. So einfach hat Gott das gemacht. Wie die Naturgesetze, die auch einfach sind. Oder in einer anderen Formulierung, Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt es, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Also es gibt keinen anderen Namen, der uns in den Himmel bringen könnte, als Jesus allein. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Vorträge vor einigen Jahren, das war auf der Krim in Simferopol. Da habe ich vor Studenten gesprochen und dann kam ein Student und er sagte, wie schade, dass ich heute hier war. Ich sage, warum? Er sagte, jetzt weiß ich, wie der Weg geht. Wenn ich davon nicht gewusst hätte, hätte ich vielleicht eine Chance, durchzukommen. Jetzt aber weiß ich, wie der Weg zum Himmel ist. Das war eine Aussage, die hat mich sehr getroffen. An sich hätte er sagen müssen, wie schön, dass ich heute die Botschaft gehört habe. Jetzt weiß ich, wie ich in den Himmel kommen kann. Da musste ich ja nur Ja sagen. Es war ja nicht so kompliziert. In Düsseldorf gibt es eine Kirche mit einer Kreuzigungsgruppe und die steht stellvertretend, wie ich sage, auch für uns. Wir sehen die beiden Schächer rechts und links von Jesus. Der eine, der schaut zu Jesus, wo er im Sterben liegt und sagt, gedenke doch an mich, wenn du an dein Reich kommst. Der wollte nur, dass Jesus an ihn denkt. Und was sagt Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir sehen, so kurz ist der Weg zum Himmel, dass Jesus ihm das sofort zugesagt hat. Der andere blieb bei der Ablehnung. Er guckte weg von Jesus. Er wollte mit ihm nichts zu tun haben. Und die Bibel sagt, es gibt nur zwei Wege der Ewigkeit. Das ist der Himmel und das andere ist die Hölle. Wir müssen wissen, wer ohne Jesus lebt, der wird diesen Aufenthaltsort gewählt haben. Und die Hölle ist etwas Furchtbares und die ist genauso ewig wie der Himmel. Und darum gibt es nur eins, wenn wir noch nicht die Entscheidung getroffen haben, dass wir sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir auch. Ich möchte auch einmal im Himmel sein bei dir. Das war die größte Entscheidung meines Lebens, als ich 35 Jahre alt war und die Botschaft von Jesus gehört habe und die Konsequenz, was das auf sich hat. Da habe ich eine klare Entscheidung an dem Abend getroffen. Und ich habe meine Frau, die neben mir saß, nur angeguckt und sie hat genickt, auch Ja gesagt. Und da haben wir an dem Abend die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Seitdem wissen wir, dass der Himmel ein gesicherter Platz ist. Das ist keine Einbildung, sondern das ist die Zusage Jesus, wer zu mir kommt, der wird das ewige Leben haben. Ist das nicht schön? So einfach geht das. Und darum lade ich jetzt am Ende des Vortrags ein, zu Jesus zu kommen, damit wir das festmachen im Gebet. Und
Und dann hört alles Suchen auf. Dann sagst du Ja zu Jesus und er nimmt dich an. Ich habe noch nie unterwegs erlebt, dass Jesus einen Menschen abgelehnt hat. Er nimmt jeden, wirklich jeden an, der da kommt. Ist das nicht großartig? Das hat er nämlich versprochen. Wer zu mir kommt, den werde ich annehmen. Und das gilt für uns, wenn wir das noch nicht festgemacht haben, wenn wir noch nicht mit Sicherheit sagen können, wenn ich diese Nacht sterben werde, werde ich im Himmel sein. Der sollte unbedingt zum Gespräch zurückbleiben. Das geht dort in diesem Raum, da haben wir viel Platz. Da sind schon viele Stühle aufgestellt, da können wir Platz nehmen. Und ich werde den Weg zum Herrn Jesus erklären und dann machen wir das im Gebet fest. Und dann kannst du heute nach Hause gehen in der Gewissheit, ich habe heute den Himmel gebucht. Und die Zusage von Herrn Jesus ist genauso fest wie ein Naturgesetz. So gewiss sagt er das zu. Das darfst du dann glauben und darfst mit großer Freude dein Leben weiterleben und darfst es auch anderen sagen, dass sie auch kommen sollen, auch die Botschaft annehmen und auch in den Himmel kommen. Es gibt noch freie Plätze im Himmel. Ist das nicht schön? Ist noch nicht voll. Es können noch viele kommen. Und es dürfen auch heute so viele kommen, wie da wollen. Weil noch so viel Platz frei ist, dass jeder, der kommt, heute angenommen wird. Wir werden das gleich so machen, es wird noch gleich ein Lied gesungen und dann gehe ich hier in diesen Raum und da werde ich das kurz erklären und dann machen wir das im Gebet fest. Und der Herr segne euch in eurer Entscheidung, dass ihr kommt. Nutzt einfach diese Gelegenheit, die der Herr dir heute Abend bietet.